braucht ihr noch ganz ein schnelles Weihnachtsgeschenk oder ein kleines Mitbringsel, dann sind die kleinen Heftchen super geeignet, weil die gehen ganz schnell und sind mega herzig, sehen super aus. Und einfach so zum Mitbringen als kleines Notizbüchlein für zum irgendwas Kleines reinschreiben, sind die doch ganz super praktisch, passen in jedes Handtäschchen. Und jetzt wollen wir doch zusammen so eins machen. Ich habe die Anleitung irgendwo im Internet gesehen, habe es aber auch schon an verschiedenen Orten gesehen. Ich könnte jetzt die Quellen nicht mehr ganz genau nennen. Ich habe es auf jeden Fall nicht selber erfunden. Aber ich habe die so mega herzig gefunden, dass ich die gerade noch basteln musste. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Dann lassen wir doch gerade mal los. Ich habe mir zwei die kleine quadratische Papierchen parat gemacht, also je zwei. So, und dann ist das Bildpapier jetzt da bei mir vorne. Und ich muss gerade schon wieder selber studieren, wie es nachher dann schon wieder geht. Genau, das ist nachher dann hinten, also nein, warte jetzt mal, so. So kommt das zusammen, genau. Aber vorher wollte ich sowieso noch die Innenseite stempeln. Und zwar für das habe ich da die ganzen Stempel parat gemacht, so ein bisschen weihnachtlich. Damit wir da so eine schöne Innenseite bekommen. Und ja, ich glaube, das machen wir gerade so. Gerade einfach so, wie es ist. Schauen, dass wir da vielleicht ein Oben und ein Unten haben. Jawohl, nämlich so. Und da ist es egal. Mal ein bisschen schauen, was da für Farben würde passen. Ein bisschen irgend so ein Grün und irgend so ein Rot. Und schwarz. Da. Braun. Und schwarz. Voilà. Gut, mit dem sollten wir doch irgendwie mal herkommen. Braun, kommen wir nehmen doch gerade mal hier den Hirsch. Machen wir gerade braun. So. Aha, ist das jetzt, weil da drunter nicht ganz eben ist? Ja. Das ist nicht so schlimm. Ja. So könnte man ja, wenn man es will, so haben. So, und jetzt machen wir auch den Stern, den finde ich auch so schön. Ich wollte aber den richtigen Weg so. Also, den richtigen Weg.
So. Und ja, dann haben wir auch natürlich noch von diesen, wie heissen die schon wieder? Oh, mal schauen, ob dem Grün überhaupt noch etwas kommt. Ah doch. So, sind langsam Formen an. So, jetzt hätten wir auch noch das Tannenzwiebeln und das möchte ich eigentlich gerne schwarz. So. Das gibt wieder mal so ein richtig schönes Durcheinander, das gefällt mir. So, ich glaube, die Tannenzäpfel lassen wir sein, aber dafür machen wir dann noch die schöne Schleife in Mahagoni. So, genau, das da. Wieder ein bisschen halt falsch zumachen hier. Das brauchen wir jetzt noch. Oh ja. So. Oh, komm, gang da über. Genau, jetzt haben wir es. Oh, da noch. Das sind viele Schleifen. Das letzte noch.
So, und da noch. So, schön. Mal, das gefällt mir. Ich glaube, da mache ich noch ein Tannennestchen. Das geht noch so leer. So. Jetzt ist gut. Jetzt bin ich zufrieden. Gut. Also, oh, welche gehören jetzt schon wieder zusammen? Mal, ich glaube, es die zwei. He? Also. Jetzt muss ich studieren. Genau. So, da schnell schauen. Wie breit wollte ich es machen? Etwa so. He? Das spielt ja nicht so eine Rolle. Das kann man so breit machen, wie man will. Dann kann ich das hier überbeugen. Und dann genau, das schneiden wir einfach hier ab. So. Und den Teil, den wir hier abgeschnitten haben, den können wir dann einfach hier innen reinkleben, als kleines Täschchen noch zusätzlich. So, man könnte es auch theoretisch hinten, aber ich glaube, ich mache das einfach innen dran. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen inken. Gut. Dann kleben wir doch jetzt das einfach mal zusammen. Und zwar... ich nehme hier Tacky Glue. So, und dann können wir jetzt das hier noch reinkleben. So. So, ui. Voilà. So, jetzt ist das hier aber ein bisschen, schaut das oben raus.
hier noch ein bisschen abschneiden. Hey, was habe ich jetzt wieder gemacht? Nein, ist gut. Da noch irgendwie ganz wenig. So. Dann müssen wir natürlich noch einmal inken. Ah, und jetzt wollen wir natürlich eben auch noch die Ecken runter, dann muss man nachher noch einmal inken. So sieht das jetzt aus. Super. Die Ecken, dann habe ich das auch einen lustigen. Den machen wir jetzt gerade mit dem hier. Den finde ich noch recht witzig. So. Und so. So. Voilà. Ja, kommen wir noch einmal drüber. Voilà, herzig. Das wäre schon unser Grundgerüst. Da braucht es dann nur noch eine kleine Signatur. Und das Gleiche machen wir jetzt bei dem auch noch. Da hat man jetzt natürlich auch nicht unbedingt stempeln müssen. Aber hey. Ich finde es ein bisschen einfacher auf einer grösseren Fläche. So eine grosse Stemplerei zu machen. Weder auf einer kleinen. Es verteilt sich dann ein bisschen schöner. So. Prima. Und jetzt noch das. Wäre schon schön, wenn du ganz am Rand wärst. He? Da. Jetzt ist gut, jawohl. Und dann machen wir nochmal hier den Füllbacken Stanzer. Ich finde den lustig. Der sieht cool aus. So, da auch noch einmal drüber inken. So. Ja, das ist gut. Sehr gut. Dann habe ich mir hier ein bisschen kaffeegefärbtes Papier gemacht. Ich finde, das passt noch gerade so schön zu denen. Einmal ein bisschen heller und einmal ein bisschen dunkler.
wenn wir da gerade halb machen. So, ja. Mal schauen, wo da die Hälfte ist. Ist nicht ganz die Hälfte gewesen. Macht aber nichts. Gehen wir schnell schauen, wie es hier aussieht. Ja, das ist ganz knapp. Passt das und das. Müssen wir vielleicht sowieso ein bisschen schneiden. Nein, das geht auch. Alles gut, alles gut. Jetzt, was wir auch machen, ist einmal so überfalten. Und dann, da müssen wir natürlich noch ein bisschen abschneiden. So. Genau. Und dann machen wir dem auch noch. So. Also. Einmal ab. So. Ja, genau, jetzt ist da natürlich, kommt es drüber aus, wo wir die Ecken so schön abgefüllbackt haben. Aber ich möchte sowieso noch gerne den hier ausprobieren. Und nachher können wir den dort auch einfach noch ein bisschen abschneiden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich da muss. Ich habe das noch nie gemacht. Ah, ich glaube, jetzt kann ich hier schauen, oder? Oder nicht? So, ich mache es jetzt mal so. Oh, das wird recht kurz. He? Und dann sollten wir da ja theoretisch reinsehen. Oh. Ja. Und schauen, dass es dann nicht krumm kommt. Aha.
Wie soll das gehen? Es gibt sicher einen Trick. Oh mein Gott. Ach, das ist nichts für meine Nerven und meine zittrigen Finger. Oh. Gut. Also, ja, das ist eine sehr herzige Idee. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht bei jedem einzelnen Papier. So. Oh ja. Oh, gang einfach jetzt da rein, und zwar den richtigen Weg. So. Was mache ich denn jetzt da? So. Ja, also es ist recht herzig. Und ich finde, es lenkt so. Es muss nicht jetzt jede Seite so sein. Es könnte zum Beispiel jede zweite oder so, aber nein. Ich bin zu ungeduldig, ich mag nicht. Wieder ein bisschen inken, aber noch ganz, ganz, ganz fein. Da ist sowieso fast keine Farbe dran da. So, nur so ein bisschen andeutungsweise. So, oh schau, jetzt hat es noch ein bisschen durchgedrückt. Das sieht doch auch herzig aus. Sehr schön, ja. Also, gut, machen wir das Ganze noch bei dem. So, habe ich jetzt ein bisschen viel abgeschnitten da. Nein, das ist gut. Und komm, das würde ich jetzt hier schon auch gerne ausprobieren. Also nicht ausprobieren, aber hier auch noch machen. Das sieht schon noch schön ausgesehen. So, gut, also, geschafft.
Doch, prima. So, und hier auch. Sehr gut. Prima, doch, finde ich herzig. Gefällt mir. Jetzt müssen wir das noch reinbringen da irgendwie. Und ich mache das mal mit dem Tacker. Und ich habe so einen, den kann man so drehen. So, das ist nämlich noch recht witzig. Die Kunst ist, das jetzt einfach gerade rein zu postitschen. Genau. Nein, Moment, es muss eben, das ist eben ein bisschen das Blöde, oder? Dass jetzt das von außen schön aussieht. Muss ich sie so reinlegen. Und dann kann ich nicht mehr kontrollieren. So, also auf der Linie ist es innen auch gerade. Ja, mehr oder weniger. Ups. Super. So, sieht nicht schlecht aus. Oh ja. Ja. Genau. Jawohl. Prima. So habe ich mir das etwa vorgestellt. Genau. Und jetzt noch das nächste. Die sind natürlich so klein und herzig. Die können wir natürlich auch locker einfach nur mit 2 Löchern binden. So. Das wäre ja theoretisch auch ganz schnell gemacht. So, doch, ich glaube, es kommt mehr oder weniger gerade. So. Super. Hey, mir gefallen die. Ich finde die total herzig. Auch hier das Rändchen hier innen finde ich schnussig. Das hat jetzt wirklich nicht müssen jedes so sein. Ich habe hier noch eins, wo ich die ganzen Blätter mit so einer Zickzackschere hier abgeschnitten habe. Ich finde, das sieht auch noch recht hübsch aus. Und das hier habe ich einfach so sein und dafür ein bisschen mehr geinkt. So, hey, das sind doch super herzige Weihnachtsgeschenke, die mega schnell gemacht sind. Oder sonst so ein kleines Mitbringsel. Und ja, mir gefallen die mega gut. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen zum Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!